Schlechte Neuigkeiten. Ich werde wahrscheinlich nicht auf das Schanzenfest gehen. Ich werde nicht auf das Schanzenfest gehen wahrscheinlich. Also es ist noch nicht fest, aber wahrscheinlich nicht, weil ich erkläre warum. Vielleicht, es ist doch machbar. Theoretisch ist es machbar, aber ich müsste schon sehr committen. Also, Thema Streamer-WG. Ich fände es zu schade, wenn es nicht stattfinden würde. Deswegen habe ich mir heute nochmal meinen kompletten Mut. Ich habe heute meinen kompletten Mut genommen und selber für eine scheiß Villa geguckt. Weil, ich bin ja der alles organisiert und Faki will ein bisschen chillen und so. Deswegen dachte ich, okay, tamam, ich mache es. Und ich habe eine geile Villa gefunden. Ich habe eine sehr geile Villa gefunden. Leute, wir warten, weil es ist keine Werbung und wir warten, sonst hören die anderen Zuschauer mich nicht. Könnt ihr jetzt einen TikTok von mir machen, dass ich voll geil bin und extra auf meine Zuschauer warte, weil ich Werbung habe? Was für Bastard-TikToks, Digga. Hey, ich bin ein richtig cooler Streamer, weil ich warte auf meine Zuschauer, weil ich 10 Minuten Werbung geschalten habe. So, haben die Nutzer keine Werbung mehr? Hört ihr mich wieder? Hört ihr mich? Okay. Also, Thema Streamer-WG. Ich habe mich drum gekümmert. Ich habe eine Villa gefunden, die ist sehr geil. Und die ist aber nur vom 1. bis zum 8. August frei. 8. August ist das Schanzenfest. Jetzt ist die Frage, scheiße ich auf das Schanzenfest? Oder fahre ich um 3 Uhr morgens von dieser Villa zum Schanzenfest? Oder ich weiß nicht wie lange. Wo ist das Schanzenfest? By the way, bevor wir das machen. Es ist halt noch nicht offiziell, das ist das Problem. Aber oh, warte. Es ist offiziell, Chat. Streamer-WG wird stattfinden. Streamer-WG wird stattfinden. Wir werden wieder, was aber nicht schlimm ist, wir werden wieder nach Südfrankreich gehen. Wir gehen aber diesmal nicht nach Montpellier, sondern in die Nachbarstadt Marseille. Wir werden in Marseille sein. Anfang August, Streamer-WG, ich, Wichtiger, Feister, Noreax. Kann sein, da kommen noch irgendwelche mit, die noch kennt, aber wahrscheinlich eher nicht. Das ist der Squad. Ja, ich bin gespannt, Digi. Bin gespannt. Marseille. Marseille sehr gefährlich. Bro, das haben Leute bei Montpellier. Montpellier soll anscheinend die gefährlichste Stadt gewesen sein. Wir hatten nicht ein Problem. Ach nein, was ist das? Was? Oh. Ey, aber Upgrade. Montpellier Top 6, jetzt Top 1. Upgrade. W's in the chart, guys. Let's go, man. Nee, aber jetzt mal Real Talk, warum ist das so? Die gefährlichsten Städte Europas werden regelmäßig im Numbeo-Crime-Index erfasst. Diese Ranking basiert primär auf dem... Warte, ich frag mal ChatGPT. Ach, Digga, meine Mutter... Okay. Meine Mutter schreibt mir gerade... Marseille, da werdet ihr 1000-mal erschossen. Keine Sau geht freiwillig dahin. Drogen. Okay. Vielleicht ist doch nicht fest. Scheiße, ein Jahr schon. Vielleicht doch nicht fest, Leute. Aber guck mal, das Ding ist, das haben alle auch bei Montpellier gesagt. Alle haben das gleiche bei Montpellier gesagt. No Way wurde da ausgeraubt. Okay. Ich sage, es kann nicht so deep sein. Schau dir das No Way Video dazu an. Oh, wurde er wirklich da ausgeraubt? Oh Gott. Twitch-Chat. Bro, du läufst aber nicht mit teurer Uhr rum. Nee, hast recht, Digga. Ich laufe nur mit einer 7.000 Euro Kamera rum und mit einem 10.000 Euro Streaming-Backpack. Aber sonst, ja, eine Uhr habe ich eigentlich nicht an, nee. Gestern, nachdem wir die Finals gecastet haben, waren wir noch... Ach, Digga, ich kann nicht noch mal eine scheiß Villa suchen. Dann fick ich Streamer-WG. Dann fick ich Streamer-WG. Kein Bock mehr. Digga, ihr wisst nicht, wie schwer das ist. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, eine verfickte Villa zu finden, die vom Preis her okay ist. Alle Kriterien erfüllt, die man für die Streamer-WG braucht. Gänsehaut. 8-mal gesucht, ja, aber erstens waren da keine geilen dabei. Da hat keine Villa gepasst da. Sonst hätte ich ja eine genommen von deinen. Aber da hat keine gepasst. Der sucht aber auch einen Monat vor Start. Bruder, ich in jedem meiner Projekte, was ich mache. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Projekt 3 Monate im Voraus gemacht. Alle 1 Monat im Voraus, wenn nicht sogar ein paar Wochen im Voraus. Alles. Also ich habe noch nichts gebucht, deswegen können wir immer noch easy sagen, ja, scheiß drauf. Ach, Digga, als ob das so... Ach, Bruder, warum wusste ich das nicht? Ich dachte Montpellier wäre gefährlicher. Und damals ist ja bei Montpellier nichts passiert. Bruder, ich sag ehrlich, einfach nochmal Montpellier. Weil mir ist aufgefallen, wir waren einmal wegen Feuerwerk, aber sonst waren wir nicht einmal in der Stadt. Also in der richtigen Stadt. Nicht einmal. Wir waren in der Stadt, aber das war Offstream.
als wir uns ein Off-Day genommen haben. Da waren wir in der Stadt, aber sonst waren wir nicht einmal in der Stadt. So dumm, Digga. Also ich will auf jeden Fall nach Südfrankreich, Digga. Digga, und wenn ich mit Streamer will, geht dann privat, Digga. Ich will auf jeden Fall nochmal dahin. Wenn ihr in der Vierergruppe oder so unterwegs seid, wird nichts passieren. Ja, aber trotzdem, also wenn das wirklich die Top 1 gefährlichste Stadt ist, weiß ich nicht, Digga. Muss ja nicht. Also es gibt ja, wie gesagt, also es gibt ja noch genug andere. Also Monaco habe ich geguckt. Vergiss es. Vergiss es. Bruder, Monaco, du kriegst nix unter 20.000 für eine Woche? Digga, das ist so verfickt teuer, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist geisteskrank. Schau mir wirklich mal die Strecke von Arcachon bis San Sebastian an. San Sebastian, da war ich schon mal, glaube ich. San Sebastian, das kenne ich, Digga, da war ich doch schon mal. Das ist in Spanien? Nee, da war ich da nicht. Oder? Ja gut, Messi Goat BTW. Ach, halt die Fresse mit Messi Goat. Der hat fast gegen Kap Verde verkackt. Ich bin richtiger Hater von Messi. Ich sag, Messi ist der Goat, fußballerisch. Aber ich kann es irgendwie nicht wahrhaben. Wie streamen in der gefährlichsten Stadt der Welt? Imagine die Klicks, Bruder. Keiner wird draufklicken. Digga, meine Mutter schreibt mir halbe Lexikon, Digga. Kein Mensch will dahin, sogar die Polizei geht nicht dahin. Ja, das ist doch Bullshit, Digga. Du kannst die Polizei rufen, keiner kommt. Saint-Tropez, was ist Saint... Digga, wenn ich Saint-Tropez höre, muss ich an fucking Phil denken, dieser TikToker. Warum muss ich an den denken? Ich habe keine Ahnung. Hat der irgendwie einen Song gemacht, wo das drin war? Ja gut, also Marseille ist damit aus dem Kader, Leute. Was mit Nizza? Hä, das ist doch Monaco, oder bin ich verblödet? Hä? Also Nizza ist doch Monaco. Nein? Hä? Wie nein? Aber wenn ich rauszoome, dann ist hier Monaco. Und dann ist hier Nizza. Hä? Das ist Monaco. Ach, Digga, da habe ich aber falsch geguckt. Ich wollte nämlich in Nizza gucken, aber dachte, Nizza ist Monaco. Aber dann gibt's da doch safe geile, oder nicht? Guck mal. Nizza. 5. plus minus 3. 5. Filtros. Quartos. Was ist Quartos? Ah, Camas, sorry, Camas. Ah ne, Quartos ist richtig. Wi-Fi, Air Conditioner, Piscina, Cocina. Que pasa, que pasa. Erstmal 5 Tage, Digi. Gut. Ja, okay. Ja, okay, meine Mutter meinte gerade, sie kann für mich suchen, dann kann ich ihr das jetzt schreiben. Nizza. Mindestens 4 Zimmer, Pool, großer Garten, großer bis mittelmoderne Küche mit Insel. Was brauche ich nochmal? 4 Zimmer, Pool, groß bis mittelgroßer Garten, moderne Küche mit Insel, Herdplatte auf Insel, nah am Meer. Und das war's, oder? Butler. Ich brauche keinen Butler. WLAN, ja gut. Gut, dass ich das im Stream dann angesprochen habe. Heli-Landeplatz, halt die Fresse. Du brauchst doch Helikopter-Landeplatz? Nein, brauche ich nicht. Ach so, ich muss doch Preis hinschreiben, stimmt. Okay. Schlechte Neuigkeiten. Dieses Haus in Frankreich hat leider nicht bestätigt. Anfrage ist abgelaufen, brauchen Alternative. Aber ich wäre nicht Hugo, wenn ich nicht eine Vermutung hätte. Ich sage nämlich, dieses Haus ist nur für Werbezwecke. Das Haus wurde nämlich bei Booking.com gefunden. Und ich sage, das ist nur aus Werbezwecke bei Booking.com, weil die Villa sah so modern aus. Kann nicht sein, dass sie bei Booking.com sind. Ich sage, wenn ich jetzt diesen Ort da eingebe, werde ich die Villa auch finden. Auf Airbnb, und das ist deren Main-Ding, sage ich. Jetzt, die Frage ist nur wegen Datum halt, ne? Datum könnte krachen jetzt. Plus minus 2. Okay, wir müssen hoffen, Chat. Ich weiß leider nicht mehr, wie die genau aussah. Das ist das Problem. Aber also da sind aber trotzdem auch Banger dabei, muss ich auch sagen, ne? Ich guck mal, wie die aussah. Ach, Digga, die Villa war so geil. Warte, ich zeige euch die Villa mal. Die ist so scheiße geil, ne? Oh mein Gott. Ich hab mich in die Villa verliebt, Bro. Guckt euch das an, Chat. Guckt euch das an. Das wäre die Villa gewesen. Wow. 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 Oh, Digga, da habe ich mich schon baden drin gesehen, Digga. Sorry. Ja, ich sehe sie nicht auf Airbnb leider. Avignon. Ja, da muss ich meine Mutter wieder auf die Reise schicken. Scheiße.